Link hat eine rote Nase, aber ist weiter verwunderlich, vor allem hier in der Hebreregion ist es einfach nur arschkalt. Willkommen zurück zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und Birkda wird gleich eine übergezogen. Ah ne, komm. Die müssen wir anquatschen, wa? Und ihm helfen natürlich. Doris, danke für die Hilfe, kürzlich. Kürzlich vor allem, schon länger, ja. Lass mal los, mal gucken, wo ihn auf fällt. Gleich nach vorne, das ist so praktisch. Was zur Hölle? Direkt der Dummstar. Dummstar ist für alle da. So, also nach vorne, leicht links, schräg natürlich. Der hätte ganz kurz keine Blutmund werden heute. Wäre ein bisschen früh, wenn er schon rot wäre. Also dann, wir müssen hier helfen. Zu stützen. Dann einfach vorne eigentlich, das soll jetzt nicht so das Problem sein. Das wäre jetzt natürlich ein Brett hier dazwischen packen und noch eins vorne ran. Beziehungsweise eins sogar ganz hoch, ne? Warte mal, könnte das klappen? Erstmal so. Brettfeld. Reicht das schon? Jo, es reicht. Das ist genial, warum ist mir nicht eingefallen? Na gut, das ist nicht die Ultrahand, ne? Ohne ist schwierig. Wobei ich mich frage, wie machen das eigentlich die Jäger so im Untergrund, ne? Mit ihren ganzen Bauten. Die kriegen das ja auch hin. Auf mir bauen sie 10.000 Jahre. Kleines Wunder hier als Dankeschön. Ein roter Rubin. Jojo. Scharfe Fischreisbällchen. Ja, natürlich ja, so schlecht. Eine Donnerblume. Dankeschön. Ja, see you later, Alligator. Also, soviel dazu. Dann haben wir noch hier markiert eine Quest zu tun. Ne? Da ist er mit diesen drei. Entfernt. Ne, warte mal, hier sind sie noch. Ja, mit den drei Quellen hier. Ungefähr in der Mitte hier. Ich nehme an, dass hier irgendwo eine Höhle ist, sowas in der Art. Da müssen wir also noch hin. Ob ich es jetzt schon mache, weil ich ungefähr dort richtig liege, wäre natürlich jetzt eine Option. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich eine andere Quest machen soll. Warte mal, bevor ich jetzt den Quatsch mache. In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen schlummern Schatz in den Bergen. Jetzt ist also die Frage, die Mitte. Ich gehe jetzt davon aus, von wegen hier eine gerade Linie, also mehr oder weniger gerade natürlich, bis hier hoch. Quasi die beiden verbinden, dann mehr oder weniger 90 Grad Winkel dazu und da wäre es dann. Also sogar hier unten. Wenn ich aber sage, die Mitte, ist das nicht die Mitte, weil es wäre dann, hier wäre der kürzeste Weg quasi, das hier, ne, sogar das hier wäre der längste Weg, das ist nicht die Mitte. Moment. Moment, die Mitte ist ja, wo es überall etwa gleich weit weg wäre. Hier? Ungefähr. Dann müssen wir eigentlich von hier hin, ne, und dann runter springen. Das macht am meisten Sinn. Dann mal schauen, ob wir uns noch um die Schlittelkönigin kümmern. Aber ich bin ziemlich sicher, es muss wieder so ein Höhleneingang sein, ne? Alles andere wird keinen Sinn machen. Ah ja, haben wir schon gewundert. Ich muss in dieselbe Richtung fliegen. Also sprich, wieso mein markiertes Ziel und eigentlich der Startpunkt der Quest in dieselbe Richtung liegen.
Okay, was heißt dann hier? In der Mitte zwischen den 3 Geheimquellen schlummert ein Schatz in den Bergen. Entfessel dort das Wasser, damit der Schatz erwacht. Hier wäre ein Berg. So eher kleiner Berg, da hat noch ein Feuer, okay. Da liege ich ja ein bisschen falsch, könnte raus sein. Oh! Ein Krogrätsel. Die Dinge hatten wir in dem Spiel gefühlt sehr wenige, ne? Bei Breath of the Wild gab es die wesentlich mehr. So. Muss einfach symmetrisch sein, da ist der ganze Trick dahinter. So, oben stimmt's, unten auch, ist bloß das Mittelstück hier. Ja, okay. Stimmt schon. Ah, ne, da unten ist noch was. So. Na komm. Puzzlespiele mit Crocs. Du. Okay, das hätten wir jetzt irgendwo eben klar, da ist ein Berg, das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Schade, das wäre eine Bombe gewesen. Habe ich denn hier irgendwo einen Höhleneingang oder sowas da? Normalerweise liegen die ein bisschen tiefer. Das sieht ein bisschen verdächtig aus, tatsächlich. Wenn ich hierfür mal einen anderen Bogen war. Okay, bringt aber jetzt nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Schade eigentlich. Die Stärke ist hier relativ egal. Mache ich wieder mal einen Schnellschussbogen. Ich merke, wenn man die Nase juckt, das ist auch nicht gut. Oh oh. Oh, Verzeihung. Kann ich mir rechtzeitig dazu. Naja. Stumm zu schalten. Weil ich das Programm nicht mehr im Vordergrund war. Doof. So, haben wir es langsam hier mal. Entdeckt. Am Pilon Schneefell Nordhöhle könnte stimmen. Oh, viele Bomben. Also mal. Hä, vielleicht darfst du mal aufsprengen? Hätte doch Bomben nehmen können? Aber wenn es versucht hat, hat es nicht so viel gebracht. Na egal. Ah ja, hierfür natürlich schon eher. Ja gut, vielleicht war es ein bisschen zu früh dran, ne? Muss ich da hoch vielleicht? Könnte ein bisschen kalt werden. Wieso ist es so heiß hier? Nee, ich komme nicht rein. Oh. Eine Bombe, ja, war schon, ich hab's gerade gesehen da. Wow! Ich bin gerade dezent erschrocken.
So, kein Frieren, Freunde, kein Frieren. Jetzt ist die Frage, warum sie noch mehr Wasser im Fesseln, oder? Okay. Aber zu wenig, ne? Tschüss, Mann. Oh, da hängen ganz viele. Junge, Junge. Wisst ihr, was mir fehlt, und das ganz kurz noch hier erwähnen darf? Die Möglichkeit, direkt mehrere Bomben auf einmal hier zu ballern. Also nicht zum Fünffach-Ding, sondern dass er quasi mehrere Ziele anvisieren könnte. Wie früher mit dem Boomerang. Bei gewissen Spielen. Ging es bei Ocarina of Time auch schon? Noch schon, ne? Hä? Wo ist noch einer? Oh. Doch nicht. Das war's schon. Der Schatz. Da ist noch ein. Ja, mir fehlt hier der Sigma-Typ. Mal ganz ehrlich, kommen überhaupt die Eisfledermäuse hier rein? Wenn hier alles zugefroren ist. Verstehe, wer will. Was zugemauert ist, nicht gefroren, sondern zugemauert ist. Mal Link. Ganz normal springen, Junge. Ganz normal. So, Donnerblume ist ready to take off. Da gucken wir mal rein und gucken mal. Ist er hier irgendwo? Oder aber hier gibt es gar keinen. Das hier ist eigentlich der Schatz der Höhle. Der Medo-Helm. Der Helm eines Kriegers, der in längst vergessenen Zeiten die Orni beschützte. So das Band mit den Orni stärker, wenn er von einem Hylianer getragen wird. Das ist eben der Punkt, den ich schon mal erwähnt hatte, Leute. Ich glaube, die Höhle ist noch nicht fertig. Wo man ja, die Dinge hatten wir ja bei Ocarina of Time ja auch schon, ne? Medo-Helm. Ich glaube, damals hieß es aber nicht eines Kriegers, sondern einfach irgendwie sonstigen Helm. Und klar, aufgebaut, das ist Shika-Technologie. Aber es ist jetzt, hier steht explizit eines Kriegers. Wir wissen ja aus den Rückblenden, ne, mit den Vorfahren der Weisen, oder mit den ersten Weisen damals, dass der Orni-Typ, sag jetzt mal, der jetzt wie Tulin hier, ne, damals ja auch diese Maske trug, nur halt eben im, naja, nicht mit Shika-Technologie, sondern mit Solar-Technologie. Ich finde es interessant, dass sie das so gemacht haben. Jedenfalls war das damals ja auch ein Mann. Aber war Medo, dachte mir halt damals so von wegen, hey, Medoli, könnte Hinweis darauf sein, dass halt eine Timeline von The Wind Waker spielen würde. Oder aber, wie man damals dann auch lange Zeit dachte, von wegen, hey, dann hat einfach alle drei Timelines miteinander gemerged und deswegen passt es ja auch wieder. Du hast die Weise aus Ocarina of Time, aus The Wind Waker, passt alles. Aber nun ist halt doch die Vermutung, liegt nahe zu sagen, hey, Huta, Naboris und Medo, das waren die echten Namen der Weißen, aber sind nicht die Weißen aus Ocarina of Time oder sonst so, sondern die aus dem Gründungszeitalter von Hyrule in der Timeline von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Wäre möglich, wa? Und ganz ehrlich, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht darüber, ne, wie das so ist, von wegen, ja, neue Timeline und so, ist doch alles scheiße. Aber nee, andererseits muss ich sagen, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, vorausgesetzt, dass man gewisse Dinge so beibehält. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben den Ursprung mit Skyward Sword.
Weil aufgrund der Verbindung auch mit dem hylianischen Wappen, wie wir es hier auf dem Hylia-Schild drauf haben, so mit dem Schweifert, also mit dem Wolkenvogel und so, es geht nicht anders, aber der Göttin Hylia und Fei im Masterschwert. Also Skyward muss gesetzt sein und nachher ist halt die Frage, okay, gab es nach Ocarina of Time nochmal eine andere, eine vierte Timeline in dem Sinne? Oder aber, noch ganz verrückt, dass die Ereignisse aus Breath of the Wild es hier auch nicht, oder beziehungsweise Ocarina of Time hier auch nicht gibt. Und stattdessen halt, ja, eigentlich sogar schon, was ist denn hier blaues? Rubin? Ah ne, Überreste hiervon. Dass dann nach Skyward Sword gab es 2 Timelines. Die eine führte zu Ocarina of Time mit allen 3 weiter bekannten Timelines. Also sprich der Erwachsenen, der Kind und der gefallenen Held-Timeline. Und es gab jetzt noch die hier mit der Ära der, keine Ahnung, Wildnis oder so, mit Breath of the Wild. Ich meine, es wäre theoretisch möglich. Das nämlich auch so dann irgendwie zu erklären. Der einzige Punkt, der mich daran... Oh, da oben ist er, ja. Das Einzige, was mich daran stört in der Theorie, in der Idee... Armes Viech, ey. Das Einzige, was mich daran stört, ist ein Punkt, den wir in Breath of the Wild hatten. Und zwar gab es damals, ähnlich wie hier bei Tears of the Kingdom, ein Zoras so Steintafeln. Und hier haben sie, hieß es von wegen, ja, die sind verfittert und so, und deswegen soll König Sidon diese neu, naja, gravieren lassen, whatever. Was auch alles schön und gut ist, aber im Vorgänger bei Breath of the Wild waren das Inschrift von Prinzessin Naruto, wo explizit darauf eingegangen worden ist, dass sie, eben Prinzessin Azura, dass sie von einem dunklen Mann oder einem dunklen Herrscher irgendwie, in dem Sinne Ganondorf, heimgesucht wurden, dass ein Held durch die Zeit reisen konnte, die ihnen geholfen hat. Also wurde eigentlich, die Ereignisse auch Ocarina of Time wurden geschildert. Und ziemlich präzise, wie ich finde. Zudem ist so, dass wir damals ja auch noch die Zeremonie gesehen haben, wie Link dann zum Recken wurde. Und es wurde auch gesagt, von wegen, ja, wie ein Held durch die Wolken flog, durch die Zeit reiste, den Schatten kämpfte und so. Also irgendwie, es sind trotzdem diese Dinge immer dabei. Versteht ihr? Also deswegen jetzt hier zu sagen, die anderen Spiele sind uns egal, man eine komplett neue Timeline, ohne auf die anderen aufzubauen, ist schwierig. Das ist das Einzige, was man sich wirklich erklären könnte. Zu den Ornis, war. Ich will es abschließen. Wäre quasi zu sagen, okay, irgendwann nach allen anderen Spielen, die wir bisher hatten, gab es ein Ereignis, wodurch Hyrule, das ganze Land so zerstört wurde, es wurde neu aufgebaut. So kam die Sonne vom Himmel, vielleicht wurde sogar das Schweifers damals vernichtet oder weggesperrt, was auch immer. Und so haben wir unsere trotzdem bekannte Timeline, aber halt mit diesen beiden Spielen dazu. Und eben auch mit den Änderungen hier, mit neuen Weisen, mit neuen Gründungsgeschichte, die halt darauf aufbaut, ne? Ich denke mir, das könnte man sich so weit, dass man so ein bisschen dann erklären, herleiten. Wie gesagt, ist alles nur eine Theorie. Muss halt die Quest nicht noch abschließen oder so? Oh, sieht nicht so aus, ne? Krass. Wunderschöne Melodie. Gang in die Kälte haben wir. Dankeschön. Vogel auf dem Schatten. Ja, die Quest haben wir auch gemacht. Die Inspektion. Ja, wo ist denn... Wo ist denn der gute Papa?
Oh, schon geklaut. Ich will neue Pfeile. Ja, schön wär's. Zack. Meine Pfeile. Ja, aber eben. Aber Breath of the Wild hatten wir explizit halt Bombenpfeile, Feuerpfeile, die wir kaufen konnten. Dass es die hier nicht mehr gibt. Das finde ich auch schon ein bisschen. Trotz allem ein Rückschritt. Geil, du hast die Fähigkeit, aber trotzdem die noch zu kaufen wäre schon cool gewesen. Problem mit dem Bogen? Nö, ist alles cool. Der Theba Tulin. Ah, Link, schön dich zu sehen. Helm für meinen Kopf ist jedenfalls einfach zu schwer. Zu weißen Stärken, die ich gespürt habe. Bestimmt weiterhelfen. Jo, danke Tulin. So, ich glaube, ich würde trotzdem mal ganz kurz dahin gehen, also dahin fliegen, besser gesagt. Richtig unterwegs? Ja, ungefähr, ne? Da ist der Turm, ja, da ist noch so ein Viech, okay. Das Ding geht's mal gar nicht. Hier geht es um den Aussichtspunkt, wo wir damals ja auch Rivalien so getroffen haben. Ein paar Gegner noch, okay. Oh, Entschuldigung. Oh, weiße Gegner sogar. Ah, ihr Weißen, die machen mir gerade alles kaputt. So, die haben wir alle. Gut getroffen, Alter. Immer wieder faszinierend, war. Die machen gar nichts da hinten, ne? Ihr chillt einfach nur. Ich hoffe, dass er erstmal die beiden platt macht, dann darüber geht, weil er natürlich auch im Sichtfeld landen ist. Sogar sind natürlich sehr viele davon silberne, ne? Aber Delta Elite Konstrukt haut auch ganz schön rein. Ja, Mann, was geht ab, Mann? Hä? Ob ich mich echt gesehen hätte. Ah, okay, jetzt haben sie es.
Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde, Zeit für ein bisschen Verwirrung. War das jetzt? Ach du, so ein Windschwert, wa? Fies. Oh, Blumen, das höre ich gar nicht gerne. Und sehe vor allem nicht gerne. Ganz, ganz dummer Zeitpunkt. Warum wird jetzt eigentlich mein Master etwas stärker? Hallo, er soll glühen. So. Nochmal 2 weniger. Der Windtyp schon wieder. Der ist ein bisschen nervig, na komm, kürzen das Ganze mal ein bisschen ab. Natürlich, schon von hinten. Ich mag sie am liebsten, ne? Aber die Schildtasche ist voll. Alter. So, kann ich ein neues Schwert dazu packen. Im schönen Arsch. Das war eine intensive Erfahrung. So, das Nanium-Schwert, natürlich jetzt nicht großartiges, ne? Er hat kein mächtiges Nanium-Großschwert, sowas in der Art. Okay, weg damit. Eisvogelschwert, okay, Gegner wegzupusten, ist doch gar nicht mal so doof eigentlich. Das hat durchaus was für sich. Einer hat überlebt von denen, kann das sein? Nicht nur einer. Was? So eine Energiesphärenkeule. Okay. Nicht hinterfragen, einfach machen. Wäre es ein mächtiges Schwert, ne? Da wäre die andere Frage. Mächtiges und ein Großschwert, okay. Jetzt rückgängig machen. So. Passt. Wobei jetzt mal von den Großwaffen abgesehen, Krockwedelfächer. Sie wie ein Bumerang, ne? Aber so für alle Fälle natürlich. Ich weiß, ich habe so viele Breitschwerter. Angriff plus 4, Angriff plus 9.
Gibt mir ein bisschen mehr Power. Was haben wir hier noch? Das ist halt das Sonanium Schwert und Großschwert. Das ist auch ein Großschwert, ne? Gut, werfen wir das mal weg. Weil ich glaube doch so ein Eisvogelschwert ist gar nicht mal so übel. Das kann man glaube ich auch ganz gut mal irgendwo miteinander kombinieren. So. Wo wollte ich eigentlich jetzt hin? Darüber, ne? Bevor ich irgendwie unterbrochen wurde. Ich finde es nach wie vor seltsam, dass wir von den Waffen her, wir haben die ganzen Sorte, die alle irgendwie verrostet sind und so. Aber verrostete Bögen oder auch Schilde gibt es keine. Die sind immer tiptop im Zustand. Schon merkwürdig, Freunde. Schon ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht überhaupt. Doch, der ist noch da, ne? Der Flugplatz, genau. Wird sicher irgendwas haben von Rivali oder so als Andenken. Ein Herausforderer. Oh. Neue Quest. Oho. Der Bogen die Pfeile in 1 im Training. Ist übrigens noch der alte Dorfvorsteher von Breath of the Wild. Der aus Breath of the Wild, der Vorgänger von Teba halt. Die Sachen ruhig an dich ran. Danke. Hat er auch vor. Der Schwalbenbogen. Ja, hast du denn eine Schwalbe oder was? Offenbar schon. Das mal weg. Das genauso. Ja, wie Haltbarkeit. Doch ja den hier, der Deckenschwalbenbogen. Nein. Obwohl. Nochmal für Rivalis Bogen, ja, als Ausgangspunkt. Aber es ist gut zu wissen, dass es den hier gibt. Ja, ich habe 2 freie Slots, kann ich trotzdem mitnehmen. So, was ist denn hier los, ne? Wenn das mal nicht Link ist und uns ja schon lange ganz lange nicht mehr gesehen, Mann. Teba mir erzählt, wie du das Dorf der Ordnung vom Schneesturm befreit hast. Ja, das für uns getan, das liegen von ganzem Herzen. Nun denn. Tebas Häuptling ist, wegen Kriegen auszubilden. Dann geht der Schneesturm vorbei. Ich frage also mit einer anderen Trainingsmethode einen Neubeginn. Es geht darum, Ringe am Himmel zu durchfliegen, um zu lernen, wie man sich schnell überlegt bewegt. Er hatte auf Tulins Fähigkeit bezogen, wa? Ja, komm, mach mal. – 15 Ringe. Der Herr der Ringe. Ich wollte sagen, er kann Tulin hier nicht nutzen. Oh. Das ist alles ganz knackig, ey. Ja, ich muss die Auftrieb muss ich die auch nehmen. Klar.
So geht das, Freunde. Alle Ringe durchflogen, gut gemacht, Mann. Nur ein bisschen Gefühl ist dabei wichtig. Dorfjugend anspornen, mit dem Training auch ihr Bestes zu geben. Das alles. Oh nein. Oh. Ja, mach mal. Jetzt braucht eine kleine Gebühr. Also schwer, ich schaff's eh nicht, das wirst du immer wieder neu versuchen. Geil, wa? Ja, Mist. War es gut? Das kannst du auch noch besser wieder mit verarschen. Ey, aber ist hier überhaupt möglich, alle Ringe zu holen? Oh. Mann, da wollte gar nicht hin. Junge, ist das fies. Alter. Die Dinge sind zum Teil so doof verteilt, das ist ja... Ich meine, klar, ich mache im Prinzip keinen Verlust, weil ich das, was er gewinnt, direkt wieder investiere, um weiterzumachen, aber trotzdem. Kann man irgendwie eine andere Strecke nehmen, auf der anderen Seite gehen oder so. Junge, geben ihn da auf den Nerv, ey. Okay, versuch es einmal noch, nachher lassen wir es mal. Es sei denn, also ich kann mal aufscreen gucken, ob es dafür irgendwie eine Belohnung gibt oder so. Eine coole.
das Aero-Set hierfür, ne? Ja, toll. Ja, und wenn man ein bisschen weiß, wo die Ringe sind und dann kann man so ein bisschen mehr in Übung und so und dann vor allem von unten nach oben direkt so hochsteigen lassen, dann geht's gut, aber... Nee, wir lassen es erstmal. Kannst du jetzt hier üben? Dankeschön. Also vorgeschritten hat es ein bisschen in sich, aber klar, 30 liegen sicher drin. Bin jetzt mal der Meinung, weil wir jetzt nicht so weit weg. Aber ja, dann musst du vor allem beim Aufstieg holen. Also quasi merken, wo die ungefähr sind, dann herabfallen lassen, vielleicht sogar ein paar schon im Flug mitnehmen. Eine richtige Flugbahn navigieren für den Aufstieg, dann geht das. Jo. Mal gucken, ob es noch irgendwas Besonderes vergibt oder so, weil das war jetzt eine Quest. Aber irgendwie haben wir jetzt schon gemacht, ein brandneuer Flugparcours, ob es jetzt nochmal irgendwas geben würde. Wir müssen sehen. Bis dahin, ciao zusammen.